Willkommen, meine Damen und Herren, zu Inside Brüssel aus den Entscheidungszentren der Europäischen Union. Wir melden uns diesmal aus Straßburg, wo die Europaabgeordneten diese Woche zu ihrer monatlichen Plenartagung zusammenkommen. Kann das 315 Milliarden Investitionsprogramm, das die Europäische Kommission auf den Weg bringt, helfen, die Wirtschaftsflaute in Europa zu überwinden? Das wird eines unserer Themen sein. Wir wollen auch über einen Misstrauensantrag rechtsrechter Abgeordneter gegen Kommissionspräsident Juncker diskutieren. Und wir wollen die Kampfansage der EU an Plastiksackerln bewerten. Weniger Müll soll helfen, die Meere sauber zu halten. Das große Ereignis dieser Woche war aber die Rede von Papst Franziskus hier in Straßburg vor den Europaabgeordneten. Es gab viel Applaus, aber der Papst hat auch kontroversielle Fragen nicht gescheut. Deutlich hat er die fehlende Solidarität der Europäer in der Flüchtlingspolitik kritisiert. Das Mittelmeer darf nicht zum Friedhof werden, appellierte Franziskus. Der Papst aus Lateinamerika sagt, die EU wirkt manchmal wie eine Großmutter, müde und gealtert, aber den europäischen Vereinigungsprozess, den begrüßt er als historische Errungenschaft. In unserer internationalen Runde im offenen Studio des Europaparlaments in Straßburg begrüße ich die sozialdemokratische Europaabgeordnete Evelyn Gebhardt aus Deutschland. Frau Gebhardt ist deutsche Politikerin, aufgewachsen ist sie in Frankreich. Was ist für Sie die wichtigste Botschaft des Papstes gewesen? Für mich war es genau dieser Appell zur Solidarität in der Welt. Ich denke, da haben wir tatsächlich sehr vieles beizutragen und da sollten wir wirklich daran gehen. Ich begrüße den Europaabgeordneten der FPÖ, Georg Mayer. Vom Vorrang der Nationalstaaten, wie die FPÖ das will, scheint der Papst ja wenig zu halten. Sieht der Lateinamerikaner in Rom vielleicht klarer als viele Europäer, was die europäische Integration wert ist? Der Papst hat zweimal in seiner Rede betont, dass das Subsidiaritätsprinzip und das Identitätsprinzip der Völker nicht vergessen werden darf in der Europäischen Union. Und da war er schon sehr deutlich für eine diplomatische Rede des Papstes. Also ich glaube, da kann man durchaus auch damit leben. Alle sind einverstanden mit dem Papst, die Sozialdemokraten genauso wie die FPÖ. Ich freue mich über Charles Goerens aus Luxemburg. Er ist hier und er ist Teil der europäischen Liberalen. Ihre Einschätzung, gab es mehr Kritik oder mehr Ermutigung für die EU, wie der Papst hier aufgetreten ist? Es gab in der Hauptsache mehr Ermutigung. Der Papst ist ja durch und durch Europäer, auch wenn er den Umweg über Argentinien gemacht hat. Der ist Europäer, der ist in Europa verwurzelt. Der verkörpert diese Werte und der hat uns schon aus den Herzen gesprochen. Sein Bekenntnis zum Humanismus, zu den europäischen Werten, das war schon beeindruckend und auch sein Appell an die Solidarität war schon sehr bewegend. Eigentlich müssen wir die Solidarität in der Europäischen Union erneut erfinden und, oder reorganisieren. Der war schon sehr politisch und in manchen Passagen sehr konkret. Und vielleicht gibt es doch einige Denkanstöße in einem Parlament, wo man sehr oft um viele Details sehr lang und hart streitet, solche Grundsatzfragen aus dem Mund des Papstes zu hören. Ich begrüße Thomas Mayer, Europakorrespondent des Standard. Thomas Mayer hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Frei in Europa, über den österreichischen EU-Beitritt vor 20 Jahren. Die Parteien haben damals ja ziemlich heftig ihre Positionen gewechselt zur EU. Die SPÖ musste erst proeuropäisch werden. Die FPÖ war anfangs ganz engagiert für den EU-Beitritt. Jörg Haider hat dann eine Kehrtwende gemacht. Was hat denn zu der jetzigen Konstellation geführt? FPÖ gegen die jetzige Europäische Union, SPÖ, ÖVP dafür? Also wenn man es historisch sieht, dann war das ganz eindeutig ein taktischer Schwenk des damaligen FPÖ-Chefs Jörg Haider im Jahr 1992. Die Situation war so, dass die Große Koalition aus ÖVP und SPÖ für diesen Beitritt war, ihn auch sehr stark betrieben hat, beworben hat und verhandelt hat. Und er war damals Chef einer relativ kleinen Partei und er wollte schlicht und einfach einen Kontrapunkt setzen. Und er wusste natürlich über ein Drittel der Österreicher ungefähr, die sehr skeptisch waren diesem Beitritt gegenüber. Das war sein Wählerpotenzial und deswegen hat er einen 180-Grad-Schwenk vollzogen. Klingt nach Taktik. Wie was mit den Grundsätzen? Haben sich die so leicht ändern können? Das war das Erstaunliche damals. Es gab auch noch zum Beispiel das Phänomen, dass Jörg Haider damals aktiv für einen NATO-Beitritt eingetreten ist und ausgerechnet die Türkei als Vorbild sozusagen hingestellt hat. Wenn man das 20 Jahre später sich überlegt und auch nachliest, kann man eigentlich kaum glauben, wenn man die heutige FPÖ sieht, was sich da in dieser Partei abgespielt hat, weil noch
1, 2, 3 Jahre zuvor war die FPÖ genau die Partei, die die Regierung dafür kritisiert hat, dass sie zu langsam sei bei den Europaverhandlungen, also bei den EU-Beitrittsverhandlungen. Herr Mayer, kann das wieder mal sein? Vielleicht gibt es wieder mal einen taktischen Schwenk der FPÖ und sie kritisiert dann die Koalition, weil sie zu wenig europäisch ist. Das kann ich nicht sagen. Bei dem Buch scheint es ja mehr um die FPÖ zu gehen als um Europa, wie ich den Herrn Mayer heute so höre. Aber nein, es ist natürlich legitim, dass man auch Gegenpositionen einnimmt. Ich glaube, in einer Demokratie ist es geradezu notwendig, auch eine andere Meinung als andere einzunehmen. Und ich glaube, diese Linie hat sich bis heute durchgehalten und ich halte sie auch für gut. Interessant, eine taktische Wendung damals von Jörg Haider, die doch sehr viel in der politischen Kultur in Österreich verändert hat. Ergänzen darf. Es ist nicht ein Buch über die FPÖ. Ich beschreibe sehr nüchtern, wie sich die Entwicklungen abgespielt haben und wie die Parteien hier sozusagen über Nacht ihre Positionen gewechselt haben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht auch um die Grünen, es geht auch um alle anderen Parteien. Es geht um einen ziemlich komplexen Vorgang, der hier passiert ist, aber nicht nur um Ein Kritik. spannender Bericht über Österreich vor 20 Jahren. Thomas Mayer, frei in Europa. Um die hinkende Wirtschaft in Gang zu bringen, will die Europäische Union 315 Milliarden Euro für Investitionen mobilisieren, innerhalb von 3 Jahren. Es ist eine gewaltige Summe. Der Ausbau rascher Internetverbindungen ist ein Punkt des Investitionsprogramms. Hinkt doch Europa nach in der digitalen Wirtschaft. Online-Shopping ist in den USA und in Asien um vieles weiter verbreitet als auf dem alten Kontinent. Auch die traditionelle Infrastruktur kann in vielen Ländern eine Modernisierung dringend gebrauchen. Ob ein europaweiter Investitionsschub sich auch merkbar auf die schleppende Konjunktur auswirken kann, ist umstritten. Das EU-Investitionspaket ist das wichtigste Projekt, das die neue Kommission auf den Weg bringt. Jeder für diesen Fonds bereitgestellte Euro aus öffentlichen Mitteln kann 15 Euro an Investitionen mobilisieren. Im Gegenzug verspreche ich Ihnen, dass diese Kapitalbeiträge an den Fonds bei der Überprüfung der öffentlichen Haushalte auf der Grundlage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht eingerechnet werden. Mehr Wachstum in Spanien ist gut für mehr Wachstum in Frankreich. Mehr Wachstum in Frankreich ist gut für mehr Wachstum in Italien. Mehr Wachstum in Südeuropa ist gut für das Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland. Man sollte endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind und das impliziert Solidarität mit allen und allem gegenüber. Frau Gebhardt, die Sozialdemokraten haben mehr verlangt als diese 315 Milliarden. Sehr viel wirkliches Geld scheint auch nicht drinnen zu sein. Es muss sehr viel Fantasie haben, um sich vorstellen zu können, dass mit so wenig Anfang 21 Milliarden dann plötzlich 315 werden sollen. Sind Sie enttäuscht eigentlich? Ja, wir sind da schon etwas enttäuscht, weil wir gedacht haben, dass da doch etwas mehr Konkretes auch kommt. Nicht nur was das Geld selber angeht, woher das kommen soll, sondern auch wie das eigentlich auch investiert werden soll. Denn es ist wirklich so, dass wir unsere Wirtschaft in Europa wirklich stärken müssen, wieder in die Gänge bringen müssen, damit es auch wieder vorangeht und wieder Arbeitsplätze auch geschaffen werden. Wir denken gerade auch an die Jugendarbeitslosigkeit in dem Süden der Europäischen Union, die bekämpft werden muss, weil wir nicht wollen, dass diese jungen Leute in Rechtsextremismus plötzlich hineinschlittern. Und da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass da Wachstum geschaffen wird, Arbeitsplätze geschaffen werden und da braucht man ein bisschen mehr an Mitteln. Ich denke, in Deutschland Anfang des Jahrtausends hatten wir auch 2 Konjunkturprogramme und da hatten wir ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen als das, was jetzt für die ganze Europäische Union vorgesehen ist. Und da muss noch mehr kommen. Die Koalition in Berlin wird das aber unterstützen. Man hört von beiden Seiten positive Signale oder könnte es da auch Probleme geben? Das ist ein erster Schritt. Als solches begrüßen wir das ja auch, aber nur als erster Schritt. Und wir haben eigentlich mehr erwartet mit den Vorankündigungen, die bisher gekommen waren. Herr Mayer, es gab viel Kritik aus Ihrer Ecke an diesem Programm. Was ist grundsätzlich schlecht, wenn die EU jetzt fördert, europaweit, Highspeed wird ausgebaut und Investitionsprogramme nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auf gesamteuropäischer Ebene?
Also die Idee ist ja durchaus lobenswert. Ja. Also Sie würden niemanden bei uns finden, der sagt, wir brauchen weniger Investition. Allerdings habe ich gestern sehr genau zugehört, was der Herr Juncker gesagt hat. Und alles das erscheint mir eher ein bisschen wie eine Monetary Cloud, die über Europa schwebt. Also es gibt wenig Konkretes, er hat auch wenig konkrete Projekte angesagt. Er erwähnt diesen Hebel, diesen 1:15 Hebel, und der erscheint mir da eher wie ein Zauberstab als wie ein Hebel. Denn wie aus diesen 21 Milliarden, die de facto da sind, über 300 Milliarden werden sollen. Also das muss man schon ein bisschen mehr verdeutlichen. Mir ist es noch nicht klar und ich glaube auch zum Beispiel der CDU und auch in Deutschland der Merkel ist das nicht klar, denn die hat auch gesagt, also sie weiß nicht, wie das funktionieren soll. Die Experten der Europäischen Investitionsbank waren ja beteiligt am Ausbau dieses Plans und sie sagen, okay, eine Hebelwirkung von 1:15 ist nicht total aus der Welt in der Finanzrealität der heutigen Zeit. Warum sollte die EU bescheidener sein als andere? Na, also noch einmal, das ist ja etwas, was realpolitisch und wirtschaftspolitisch wohl eher nicht möglich ist, die 300 Milliarden. Ich denke, man hätte vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen können, dann wäre es glaubhafter gewesen. Und auf der anderen Seite sind diese Investitionen, die da hervorgerufen werden, das bedeutet ja nichts anderes, als dass jetzt die Europäische Union für Unternehmer das Risiko einstweilen übernimmt. Wenn die also eine Investition tätigen, sagen die, gut, wenn die Investition nichts wird, dann übernehmen wir das Risiko. Was heißt das wiederum? Das heißt, dass wieder der europäische Steuerzahler einmal mehr, denn das ist Geld des europäischen Steuerzahlers, diese Milliarden, die da eingesetzt werden, zur Kasse gebeten wird. Herr Görens, ein Spiel, bei dem der europäische Steuerzahler dann letztlich eher draufzahlen wird, als etwas davon haben, wie Herr Mayer meint? Ich glaube, man sollte das Ganze nicht kleinreden. Das Wort des Tages war hebeln. Ich heble, du hebelst, er hebelt. Ich, Jean-Claude Juncker, stelle 16 Milliarden zur Verfügung. 8 Milliarden im nächsten Jahr und dann später nochmal 8 Milliarden. Du, Europäische Investitionsbank, gibst noch 5 Milliarden hinzu, macht 21 Milliarden. Er, der Fonds, bekommt diese 21 Milliarden zur Verfügung gestellt und der hebelt dann auf 315 Milliarden hoch. Das macht schon Sinn. Denn die Bereitstellung der Gelder wird ja an einige Bedingungen geknüpft. Die Bürokratie soll abgeschafft werden. Eine unabhängige Kommission, die nicht aus Politikern besteht, wird über die Verteilung der Gelder verfügen. Dieses Gremium stellt sich zusammen aus Experten und Juristen. Und das Programm kann auch noch ausgebaut werden. Die Mitgliedstaaten können sich daran beteiligen. Ja, wir wissen ja, dass die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, über den europäischen Haushalt mehr zur Verfügung zu stellen. Deshalb lobe ich mir die Imaginationskraft des Herrn Juncker, dieses zustande gebracht zu haben. Hätte Juncker die Initiative nicht genommen, würden wir jetzt nicht über ein Investitionsprogramm reden. Ist das in Wirklichkeit eine Art, jetzt das EU-Budget zu vergrößern in einer gewissen Weise? 300 Milliarden innerhalb von 3 Jahren, das wären jedes Jahr 100 Milliarden mehr. Die Mitgliedstaaten wollen immer kleineres EU-Budget, aber die Anforderungen werden immer größer. Ist das eigentlich ein kluger, durchdachter politischer Trick, um zu sagen, die Kommission muss mehr Geld in die Hand nehmen können, um Investitionsprojekte zu fördern? Also die Kommission wird mächtiger, bekommt eine größere Rolle in der europäischen Wirtschaftspolitik. Ich glaube, dass genau das der entscheidende Punkt dieses Planes ist. Wir haben das in der Einspielung gesehen. Juncker hat 2 Begriffe verwendet, die entscheidend sind. Er hat gesagt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Also nicht die Nationalstaaten können die Probleme lösen, der Beschäftigung, das Schaffen von Arbeit und so weiter, sondern wir müssen das gemeinsam machen als Union. Und das Zweite ist, er hat in seiner Rede betont, dass die Projekte nicht sozusagen den Nationalstaaten jedem Einzelnen zugutekommen sollen, sondern sie sollen dort zustande kommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Also wo die Arbeit am geringsten, die Arbeitslosigkeit am höchsten ist, wo man Arbeitsplätze braucht. Er hat jetzt etwas vorgeschlagen, wo sozusagen die Gemeinschaftsebene ein neues Geld ins Spiel bringt. Das muss man, glaube ich, entscheidend dazu sagen. Die Nationalstaaten waren ja bisher nicht in der Lage, trotz der schönen Sonntagsreden der Politiker, irgendwo für mehr Investitionen zu sorgen, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Und er versucht jetzt sozusagen einen Weg aufzuzeigen, wie Europa als Ganzes in der Welt besser auftreten kann, um Investitionen anzuziehen. Es geht ja hier nicht darum, dass man Schulden macht, es geht darum, Investoren weltweit dazu zu bringen, nach Europa zu kommen und hier in Projekte zu investieren. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, dass er sagt, die Kommission kratzt sozusagen ihre letzten Milliarden, über die sie verfügt, zusammen.
bringt sie in einen gemeinschaftlichen Fonds ein, an dem sich übrigens auch die Nationalstaaten freiwillig beteiligen können. Und das führt dazu, dass wir zu einer gewissen Größe von 20, 30, 50 Milliarden kommen, mit denen wir weitere Kredite in einer größeren Größenordnung mobilisieren können. Und das soll dann zu Investitionen von bis zu 500 Milliarden, sagen wir mal, führen. Das ist, glaube ich, der entscheidende neue Punkt, der natürlich mit einer Vergemeinschaftung der Politik und einem Weiterbringen der Union als Ganzes auch verbunden ist. Das muss man dazu realistisch, Herr Goerens? Eigentlich wollen die meisten Staaten ja die eierlegende Wollmilchsau. Und da Juncker nur ein Ferkel unter Gänsefüßchen zustande gebracht hat, wird er jetzt dafür kritisiert. Aber die Mitgliedstaaten sind nicht bereit, diese eierlegende Wollmilchsau zu füttern. Ja? Die kann sich nicht nur aus Luft ernähren. Und so gesehen, finde ich, hat Juncker die Grenzen des Machbaren derzeit erreicht. Und die Bedingungen, an die das Ganze geknüpft sind, die sind intelligent formuliert. Und ich gehe davon aus, dass dieses Paket funktionieren wird. Ein Element, das dazu führen soll, dass Kapital, das es international in Hülle und Fülle gibt, das aber eher nach Asien geht und nach Amerika geht bisher als nach Europa, ein Element, das dazu führen soll, dass das in Europa investiert wird, ist diese Garantie, dass erste Verluste abgedeckt werden durch die Steuerzahler. Herr Mayer hat das schon moniert. Ist das von sozialdemokratischer Seite, hat man da gutes Gewissen? Das ist immer traditionell so, dass Sozialdemokraten sagen, gut, Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen, das ist kein guter Weg. Ja, das mögen wir gar nicht, wenn die Verluste sozialisiert werden. Allerdings müssen wir dafür sorgen, dass endlich mal was in Gang setzt. Und ich denke, wenn ein Investitionsfonds eingerichtet werden würde, der wirklich dieses abdeckt, damit auch wirklich die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union geschaffen werden, da können wir doch schlecht etwas dagegen haben. Die Frage ist natürlich, wie wird das gemacht? Garantien, das können wir noch akzeptieren, wenn alles daran gesetzt wird, dass sie gar nicht eingesetzt werden müssen. Ja? Garantien sind ja noch lange nicht das Steuergeld, das tatsächlich ausgegeben werden muss, sondern dafür zu sorgen, dass auch wirklich mal Mehrwert geschaffen wird in der Wirtschaft. Und ich denke, da sollten wir uns wirklich daran machen. Herr Mayer, ist das wirklich Neue daran, dass das ein gesamteuropäisches Projekt ist und eben kein Projekt der Nationalstaaten? Wenn ich Ihre Kritik richtig verstehe, bezieht sich die auf Details, das ist zu wenig bekannt, man weiß nicht genau, wo das Geld wirklich herkommt. Sind Sie einverstanden damit, dass heute ein Überwinden dieser schweren Wirtschaftskrise auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr möglich ist, dass man da europäische Projekte braucht? Oder ist Ihnen das unheimlich, dass das was Europäisches ist? Also mir sind ganz wenig Dinge unheimlich, Herr Löw. Und ich habe das vorher auch schon gesagt. Der Gedanke ist natürlich ein hehrer und wäre auch ganz bestimmt von uns zu unterstützen. Nur in der eigenen Fraktion, ja, in der EPP-Fraktion, der Herr Weber, wenn man ihm genau zugehört hat, hat am Ende seiner Rede gesagt, jetzt gilt nur noch einen wesentlichen Punkt zu klären, nämlich woher kommt das Geld. Ja? Also das heißt, wir haben hier diese Luftblase, die es gibt und niemand weiß, woher kommt das Geld, nicht einmal die eigene Fraktion vom Herrn Juncker. Und die Sozialisten sind natürlich da jetzt mitgefangen, denn da gibt es ja den Hintergrunddeal, dass Schulz wieder Präsident des Hauses hier wurde und damit Juncker Kommissionspräsident werden konnte. Also das, was hier passiert, muss ja einem Sozialdemokraten total gegen den Strich gehen, denn das bedeutet nichts anderes, als dass private Investments, das Risiko von privaten Investments auf eine staatliche Ebene, die EU-Ebene gehoben werden. Also wenn ich Sozialdemokrat bin, dann würde ich mich dagegen wehren. Geht aber leider nicht. Ist das so schrecklich von sozialdemokratischer Seite? Das sind alte Kamellen, die der Herr Mayer gerade da vorträgt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir vorangehen. Wir haben als Parlament, auch Sozialdemokraten, verlangt, dass das, was Juncker versprochen hat, dass ein Investitionsplan geschaffen wird, gemacht wird. Er hat jetzt Vorschläge gemacht. Wir müssen diese jetzt ganz genau prüfen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auch vorangehen. Aber wir können nicht immer in die Politik da rangehen und sagen, da wird jetzt ein Vorschlag gemacht und das kann sowieso nicht funktionieren. Dann können wir als Politik gleich einpacken und weggehen. Da brauchen wir keine Parlamente mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das jetzt, was auf den Weg gebracht worden ist, auch wirklich Hand und Fuß bekommt und auch wirklich das erreicht, was wir brauchen, nämlich Schaffung von Arbeitsplätzen, Schaffung von Mehrwert in unserer Wirtschaft und auch Schaffung von mehr Solidarität in der Europäischen Union. Das zweite Moment, das neu ist daran, das neu interpretiert wurde bei diesem Investitionspaket, war, dass jetzt die EU den Schwerpunkt weg verschiebt. Nicht mehr Sparen allein, Austeritätspolitik allein steht im Zentrum, sondern fast ähnlich wichtig Der sozialdemokratische Fraktionschef Gianni Pittella hat gesagt, das ist ein historischer
Schritt, ein Abwenden von dieser Austeritätspolitik. Sehen Sie das, Herr Goerens, als liberaler Politiker auch so, dass man da jetzt wirklich das Ruder herumwirft in Europa und dass das der Beginn eines Kurswechsels ist? Da hat Pittella wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, denn er hat dann nicht zugehört, was Juncker gesagt hat. Juncker hat ja gesagt, an die Stabilitätspolitik werden wir nicht rangehen. Die Staaten müssen ihre eigene Verantwortung übernehmen. Die einzige Konzession, die er gemacht hat, das ist, dass die Zuwendung der Staaten in diesen Fonds eigentlich von der Schuld und vom Haushaltsdefizit abgerechnet werden. Das ist ja zu Italien oder Frankreich sehr wichtig. Ja. Aber eigentlich ist das ganze Investitionsprogramm ja eine Antwort auf die Unfähigkeit des Privatsektors, sich noch zu bewegen. Die bemängeln ja ein investitionsfreundliches Klima und dies ist genau die Antwort darauf. Damit kommen wir zu einem weiteren Thema. Keinen Monat in Amt ist die neue EU-Kommission mit einem Misstrauensantrag im Europaparlament konfrontiert. Anlass ist die sogenannte LuxLeaks-Affäre. Sie belegt, wie in der Zeit der langen Tätigkeit Jean-Claude Junckers als luxemburgischer Regierungschef das Großherzogtum Großkonzernen geholfen hat, Steuern zu sparen. In nationalen Parlamenten ist es nicht ungewöhnlich, dass die Oppositionsparteien für den Rücktritt der Regierung trommeln. Für das Europaparlament ist das so knapp nach der Vertrauensabstimmung für die Juncker-Kommission vor einem Monat doch ungewöhnlich. Abgeordnete aus den sonst zerstrittenen rechtspopulistischen Parteien haben sich diesmal zusammengefunden. Die großen Parteienfamilien der Mitte, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale, stehen zu Juncker. Es war ein scharf polarisiertes Europaparlament, das über das Schicksal der Juncker-Kommission diskutierte. Herr Juncker, Sie waren von 1995 bis 2013 Luxemburgs Premierminister. Sie sind voll und ganz dafür verantwortlich, dass Unternehmen dort in großem Stil Steuern vermeiden konnten. Dass Sie nun plötzlich dagegen ankämpfen wollen, ist so glaubwürdig wie Al Capone zum Präsidenten einer Kommission für Sicherheit und Ethik zu machen. Farage, Le Pen und andere, die unterschrieben haben, werden sich vielleicht freuen, dass sie jetzt wieder ein paar Minuten Aufmerksamkeit haben von der medialen Welt von außen. Allerdings haben unsere Rechten leider Gottes deswegen so selten Aufmerksamkeit, weil sie nie konstruktiv arbeiten, sondern immer bei den Destruktiven dabei sind. Wir wollen bedingungslose Aufklärung. Und wir sehen, dass das besser gewährleistet ist, wenn man jetzt nicht einfach zu diesem fast rituellen Akt geht, den man aus der Politik kennt, bringt mir den Kopf von Jean-Claude Juncker, ja, und danach ist dann alles wieder so, wie es vorher war. Entweder Sie schaffen das zu klären oder es wird eben düster. Herr Mayer, wenn die FPÖ als Oppositionspartei im Nationalrat in Wien einen Misstrauensantrag gegen die Regierung stellt, dann weiß man, das ist großes Theater, das ist Show. Wenn Marine Le Pen das jetzt hier in Straßburg tut, die FPÖ unterstützt das, ist das viel anders? Also keine Sorge, es wird nicht düster werden, aber das ist ein ganz normales parlamentarisches Mittel, Sie haben es gesagt. Die Herrschaften hier, vor allem auf der linken Seite, reagieren nur sehr empfindlich darauf. Ich verstehe nicht warum, vielleicht gibt es tatsächlich etwas zu verbergen, aber Faktum ist, man muss diese Vorgehensweisen untersuchen, denn Juncker hat da Unternehmen bevorteiligt, die hauptsächlich von einem großen Unternehmensberatung beraten wurden, nämlich Pricewaterhouse. Das sind alles Unternehmen, die von Pricewaterhouse beraten wurden und die in Luxemburg am Ende des Tages um 1% nur mehr ihre Einnahmen versteuert haben. Und das kann es in einer Zeit wie dieser, wo wir Krise haben und wo jeder seinen Beitrag dazu leisten muss, dass wir die überwinden, vor allem auch mit Steuerleistung, sicher nicht geben. Frau Gebhardt, ist Jean-Claude Juncker mit einem blauen Auge davongekommen? Also ich muss sagen, das, was in manchen Staaten wie Luxemburg, aber auch in 21 anderen Staaten geschieht, ist uns natürlich ein Dorn im Auge. Und da muss aufgeräumt werden. Allerdings haben wir ja auch letzte Woche schon Jean-Claude Juncker herzitiert ins Parlament und ihn zur Rede gestellt. Und er hat eines gemacht, was ganz wichtig war. Er hat versprochen, dass er damit aufhören will. Und ich denke, das ist das, woran wir ihn jetzt messen müssen, dass er in den nächsten Wochen und Monaten wirklich mit Lösungsvorschlägen kommt, um das aufzuräumen. Wenn wir jetzt Jean-Claude Juncker in die Wüste schicken würden, dann würde es erstens gar nichts ändern an der Situation in den Mitgliedstaaten und zweitens würden wir noch mal 2-3 Monate lang wieder eine neue Kommission
aufstellen müssen, in der Zeit, in der wir dann nicht arbeiten können, nicht an das Investitionsprogramm, nicht Flüchtlingspolitik klären können, auch nicht die Probleme, die Vermeidung von Steuern bedeuten, auch wirklich mal anzugehen. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir an die Politik rangehen und nicht immer nur mit Interna beschäftigen. Thomas Mayer hat die FPÖ, Le Pen, Farage, haben die nicht in Wirklichkeit dem europäischen Parlamentarismus einen guten Dienst erwiesen? Denn solche Vorgänge wie ein solcher Misstrauensantrag nach so einem Skandal wäre wahrscheinlich in keinem anderen nationalen Parlament etwas, was einen erstaunt. Im Europaparlament ist es ein bisschen neu, ein Schritt in Richtung normaler europäischer Parlamentarismus? Das würde ich so durchaus bestätigen. Der einzige Unterschied sozusagen zu früheren Zeiten ist, dass die rechtsextremen Gruppen mittlerweile in der Lage sind, sich so zu formieren, dass sie die nötigen Stimmen, also Mandate zusammenbekommen, um so einen Antrag überhaupt stellen zu können. Deswegen gibt es diesen Misstrauensantrag, das ist formal ganz einfach. Er wird auch durchfallen, er wird keine Mehrheit bekommen. Also insofern ist das sozusagen parlamentarische Normalität. Inhaltlich muss ich dazu sagen, dass natürlich dabei sehr viel Doppelbödigkeit im Spiel ist. Es geht der Frau Le Pen, es geht dem Herrn Farage aus Großbritannien, auch der FPÖ, unterstelle ich jetzt einmal, in Wahrheit nicht darum, die Kommission zu Fall zu bringen oder die Steuerlücken in Luxemburg zu schließen. Das sind ja genau die Gruppen, die normalerweise immer sagen, wir müssen weg von der Gemeinschaftlichkeit und hin zum Nationalstaat. Was heißt hin zum Nationalstaat? Jeder Staat macht sich seine Steuer oder Steuerparadiese so, wie er gerne möchte. Das ist eine gewisse inhaltliche Widersprüchlichkeit. Und vielleicht noch mal zu Le Pen und Farage. Sie haben das schon erwähnt, es hat eine Aussprache mit Juncker gegeben, in der vergangenen Woche in Brüssel im Plenum. Wer hat an dieser Aussprache nicht teilgenommen? Frau Le Pen und Herr Farage, die im Übrigen sehr oft dadurch glänzen, dass sie zwar große Reden schwingen gegenüber im Fernsehen, im Radio, in der Öffentlichkeit, aber im Parlament hier sehr oft abwesend sind. Herr Mayer, darauf? Also, Herr Mayer, das sind Vermutungen, die Sie da aufstellen. Das tun Sie ja gerne der FPÖ gegenüber. Sie haben gerade gesagt, die Rechtsextremen. Ich verwehre mich ganz deutlich dagegen, dass Sie uns als rechtsextrem bezeichnen. Dann könnte ich hier im Haus auch welche als linksextrem bezeichnen. Am Ende des Tages bringt es uns nicht weiter. Vielleicht sehen Sie das auch einmal ein. Ja gut, das aber Zweite Marine ist, Le Pen, die Nationale Front. Nein, Entschuldige, die ist Flams Belang in Belgien sie ist nicht links, aber sie ist auch nicht rechtsextrem. Flams Belang in Belgien ist nicht rechts. Auch nicht rechts. Also ich glaube, Nicht darüber rechts. brauchen wir nicht rechtsextrem. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Und was die Kollegin gesagt hat, halte ich für sehr bedenklich, dass nämlich Juncker jetzt anfängt, seinen eigenen Fall vielleicht zu untersuchen. Also das kann es nicht geben. Er wird bestimmt nicht Richter in seiner eigenen Sache sein können. Wir werden dafür zum Beispiel auch, sollte dieser Antrag, und er wird wahrscheinlich abgelehnt, denn da haltet am Ende das EU-Establishment zusammen, dafür einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und diese Affäre ganz genau zu untersuchen. Und da ist es dann auch dienlich, dass man halt, wenn man sagt, es braucht 2 Monate, um eine neue Kommission zu finden. Entschuldigen Sie bitte, also diese Sache ist doch so wichtig, dass man sagt, wenn am Ende herauskommen sollte, dass Herr Juncker da federführend verantwortlich ist, dann werden wir diese 2 Monate, glaube ich, noch aufbringen können. Die Aufklärung wird uns jetzt Herr Görenz liefern können. Sie waren mehrere Jahre Minister unter Juncker im luxemburgischen Kabinett. Wie ist das da? Hat man da gewusst, wie das mit diesen Steuerdeals zugeht? Es handelt sich hier eigentlich um eine Verwaltungspraxis. Und da hat Juncker auch nicht direkt eingegriffen. Das war uns bekannt, dass es Steuerrulings gab. Wir waren da auch keine Ausnahme, dann würde man jeden Staat in der Europäischen Union in die Wüste schicken, die Steuerrulings praktiziert hätten, hätten wir eine Sahara mit 21 Staaten. Ich finde es ungerecht, dass Juncker jetzt an den Pranger gestellt wird. Das Gleiche hätte man tun können gegenüber Franz Timmermans. Der kommt auch aus einem Land, wo er noch vor kurzem Regierungsverantwortung getragen hat. Den Niederlanden. Ja, hier gab es ein Konsortium aus Journalisten, die haben sich nur auf einen Fall beschränkt und das wird jetzt diskutiert. Entweder haben wir es hier mit einem einzigen Vergehen zu tun oder wir haben es mit einem Systemfehler zu tun. Etwas Illegales gibt es nicht. Man kann sich darüber beschweren, ob es Unterschiede in dem Steuerrecht geben sollte. Ich bin der Meinung, man sollte nicht die Steuerharmonisierung anstreben, aber man sollte den Unterschied zwischen den Höchst- und den Niedrigststeuersätzen so reduzieren, dass diese Steuersätze sich nicht mehr wettbewerbsverzerrend auf dem europäischen Binnenmarkt bemerkbar machen könnten. Das wäre den Ausgang aus dieser Lage. Ich finde es schon ziemlich grotesk, dass jetzt ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll. Es gibt ja keine kriminelle Tat. Es gibt einen Steuerunterschied, man kann darüber sich beschweren.
Ich bin der Meinung auch, dass man das anfassen sollte. Und übrigens, die jetzige Regierung in Luxemburg arbeitet sehr gut mit der OECD, die ja auch eine sehr hohe Verantwortung in diesem Bereich trägt, zusammen. Und der Hauptsprecher der OECD in diesen Fragen hat Luxemburg belobigend hervorgehoben. Deshalb sollte man jetzt die Diskussion etwas sachlicher führen, bitte. Aber kann man das wirklich sagen, das ist, es sind keine luxemburgischen Gesetze verletzt worden, ob europäische Regeln verletzt wurden? Es sind auch keine niederländischen Kommission, Gesetze. Es sind auch keine belgischen Gesetze verletzt worden. Es sind auch keine belgischen Gesetze, auch keine österreichischen Gesetze verletzt worden. Es ist auch nicht intransparent, denn alles wird also dass Großkonzerne 1% auf ihre Gewinne zahlen, wusste niemand, oder? Wussten Sie das? Ja, das muss man auch mal differenzieren. Ne? Man sollte auch mal im Register der Unternehmen nachschauen, wie viel Vorsteuern, wie die Bilanz vor Steuern aussieht und wie die Steuer-Nach-Versteuerung aussieht. Das bewegt sich nicht im 0,5%-Bereich. Das sind kleine Segmente, die da herausgeholt sind und die eigentlich den Blick verstellen über das Ganze. Ja, aber ist das fair, dass große Firmen, die hunderte Millionen Gewinn machen, weil sie eine Briefkastenfirma in Luxemburg haben, dann fast keine Steuern zahlen? Ist das aus europäischer Sicht okay, aus Ihrer Meinung nach? Ich prangere ja auch das System an. Man sollte jetzt an neuen Standards wirken und die Regierung und Juncker auch ist bereit, damit zu arbeiten. Übrigens, Juncker hält sich aus diesen ganzen Untersuchungsverfahren, die jetzt laufen oder die irgendwie den Anschein von Untersuchungsverfahren haben, raus. Das lässt er den französischen Kommissar machen. Er hält sich da komplett raus. An der Politik, an den zukünftigen Standards wird er mitreden. Ne? Und dann wird er auch mitreden. Er kennt nicht nur sein eigenes Steuergesetz, er kennt auch die Steuergesetze der anderen Länder. Das ehrt ihn. Aber bei dem Untersuchungsausschuss geht es nicht darum, ob die jetzt 1% Steuer zahlen und ob das gesetzeswidrig ist oder nicht. Bei dem Untersuchungsausschuss, lassen Sie mich mal ausreden, bitte. Bei dem Untersuchungsausschuss geht es darum, ob eine Gruppe von multinationalen Unternehmen, die alle von Pricewaterhouse beraten wurden, einen Vorteil durch die Regierungstätigkeit von Juncker bekommen haben. Darum geht es in der Quintessenz. Und das ist, auch wenn es vielleicht nicht rechtswidrig ist, moralisch auf jeden Fall schon sehr. Aber da hat doch Herr Görens einen Punkt. Er sagt, dass, wenn es ein Problem gibt, es gibt offensichtlich ein Problem, dann liegt das im System, dass die europäischen Steuerregeln nationalstaatlich organisiert sind. Wenn Europa in die Richtung geht, die Sie wollen, werden ja die Nationalstaaten noch stärker. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, Steuerschlupflöcher zu machen. Wir reden jetzt aneinander vorbei. Denn mir geht es bei dem Untersuchungsausschuss, wenn man den Mut hat, den einzusetzen, darum, ob Unternehmen dort bevorteiligt wurden durch den Ministerpräsidenten, der damals Jean-Claude Juncker geheißen hat. Das ist eine Gruppe von Unternehmen, das sind jetzt nicht alle. Ja? Ja, aber grundsätzlich. Sie stellten ja mal den Finanzminister in Österreich. Gab es da Steuerrulings? Wir stellen keinen Minister in Österreich. Sie stellten den Finanzminister in Österreich. Also ich sage Ihnen, Gasser war doch von Ihrer Partei. Ein ganz konkretes Beispiel, wo man das am österreichischen Beispiel zeigen kann, dass wir das nicht viel anders machen. Der österreichische Finanzminister im Jahr 2000 in der schwarz-blauen Regierung, also mit der FPÖ, Grasser war FPÖ-Minister, hat mit der EU verhandelt, dass wir nicht die Bankdaten mit den Partnern austauschen, sondern ein Quellensteuermodell betreiben. Was hat das für einen Effekt gehabt? Das heißt, viele deutsche Anleger haben ihr Geld nach Österreich gebracht. Die Steuern dafür hat Österreich kassiert. Das waren hunderte Millionen Euro über die Zeit, Herr Mayer, die nicht in Deutschland bezahlt hat jetzt worden mit dem Problem nichts zu tun. Doch, ich wollte Ihnen damit nur sagen, jedes Land, lassen Sie mich ausreden, bitte. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Ich wollte damit nur sagen, ich will das nicht verteidigen, was in Luxemburg passiert, aber wir müssen doch sehen, dass jedes Land seine Spezialitäten hat und hier nicht nur die Luxemburger unsauber arbeiten, sondern jedes Land seine Steuervorteile gewährt, um Arbeitsplätze zu schaffen, Anleger anzuziehen. Und wenn man diese Steuerschlupflöcher wirklich schließen will, muss man weniger Nationalstaat und mehr Europa haben, oder? Und da denke ich, ist der Wirtschaftsausschuss, den wir im Europäischen Parlament haben, der richtige Ort, das wirklich mal anzugehen, um da die Lösungen zu finden, damit diese Schlupflöcher geschlossen werden können. Darum muss es uns jetzt gehen. Und da geht es eben nicht nur um Luxemburg, da geht es auch um Österreich, um Irland, um Großbritannien, Tschechien, Absolut. Belgien, Niederlande und ich könnte noch ein paar andere nennen, die uns wirklich Probleme machen, wo wir sagen, das muss jetzt aufhören. Wir können auch Ostdeutschland nennen. Ja, wir können auch Ostdeutschland nennen. Oder Ostdeutschland. Es gibt sehr viele. Es gibt keiner, der sagen kann, naja, ich bin da ganz weiß und ganz unschuldig. Aber da brauchen wir dann
europäische Lösungen. Nur so kann es gehen und nicht Nationalismus, weil das ist genau das, was wir als Problem Steuerharmonisierung in Europa, Herr Mayer, gute Idee. Passiert. Wir reden ja nicht vom Gleichen. Ja? Ich wiederhole mich jetzt noch einmal. Die Steuerhoheit liegt im Mitgliedstaat, da sind wir d'accord. Ja? Das soll sich nichts steht ändern. Auch nicht zur Diskussion. Nein, soll es für uns ist auch falsch. bleiben. Wobei es bei der Juncker-Problematik geht, ist, dass hier ja der Vorwurf der Korruption im Raum schwebt, dass nämlich einzelne Unternehmen bevorteilt wurden. Und das steht dort. Das nehmen Sie aber jetzt zurück. Und das steht dort drinnen. Man sollte eigentlich eine Das Sendung... habe ich bisher noch nirgends gelesen. Das nehmen Sie zurück. Herr Görenz. Dass Unternehmen bevorteilt wurden. Man sollte mal eine Sendung machen, Herr Mayer, in der Sackgasse. Sie haben sich da in etwas reinmanövriert. Schauen Sie, Sie haben sich völlig in Widersprüche verstrickt aus der Lektüre Ihrer eigenen Parteigeschichte heraus. Also glauben Sie mir, ich kenne meine Parteigeschichte, Sie brauchen Ja, ich kenne keine sie Sorgen auch. machen. Aber es geht jetzt um Jean-Claude Juncker und nicht um die Parteigeschichte der FPÖ. Ich kenne genug, um festzustellen, dass Sie in krassem Widerspruch zu Ihrer eigenen Parteigeschichte und es geht darum, dass hier Unternehmen bevorteilt wurden, Einzelne. Gut, die Frage bleibt offen, ist eine Steuerharmonisierung auf europäischer Ebene nicht die Schlussfolgerung, die man ziehen muss? Das wird diskutiert werden in der nächsten Zeit. Die FPÖ muss sich das noch überlegen, ob sie dafür ist oder nicht. Denn schon klar, wenn es mehr Nationalstaaten gibt, dann gibt es auch mehr Steuerschlupflöcher. Und das ist ein bisschen das Problem. Den Nationalstaat Sauluspreis, dann wollen Sie jetzt zum Paulus mutieren. Dann werden wir feststellen, wie schnell dass dieser Qualifizierungsprozess bei Ihnen funktioniert. Sollen wir aber nicht ausschließen, ist bei manchen passiert hier im Europäischen Parlament die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Wir kommen zu einem neuen Thema. Die EU will den Gebrauch von Plastiksackerln drastisch einschränken. In 10 Jahren sollen die EU-Bürger mit einem Viertel der Sackerln auskommen, die sie heute verwenden. Auf diese Weise will man die Umweltbelastung reduzieren. Riesige Plastikberge treiben in den Weltmeeren. Sie werden viel zu langsam abgebaut. Plastikpartikel werden auch in Meerestieren gefunden. Sie können über die Nahrungskette für die Menschen schädlich werden. Die Mitgliedstaaten werden nach dem neuen EU-Beschluss selbst entscheiden, wie sie den Verbrauch reduzieren. Wegwerfsackerln können ganz aus dem Verkehr gezogen werden oder auch etwas kosten. Tragetaschen und Sackerl für Fleisch, Obst oder Frischkäse sind von dieser Regelung ausgenommen. Plastic bags, since we all share the goal of Plastiksäcke verpesten unsere Umwelt und dagegen wollen wir gemeinsam ankämpfen. Die Plastiksuppe in den Ozeanen muss verschwinden. Wir brauchen unbedingt eine Kreislaufwirtschaft, in der Rohstoffe wie Plastik wiederverwertet werden. Der Trend in the long run wird dorthin gehen, dass also Plastiksackerl nicht mehr en vogue sind. Ich bin eher ein Fan von Anreizen als jetzt von konkreten Verboten. Es wird Rohöl verbraucht. Sie haben also Ressourcen, die eingesetzt werden, Ressourcenvergeudung. Sie haben eine Belastung des Klimas. Wenn sie weggeschmissen werden, landen sie häufig durch Verwehungen in marinen Ökosystemen und Tiere, die es für Nahrung halten, ersticken daran. Viele Millionen Tiere pro Jahr. Frau Gebhardt, was bei uns Sackerln sind, sind bei Ihnen Tüten. Aber das sind Tüten bei uns, ja. Das Problem ist das Gleiche. Deutschland ist normalerweise sehr zurückhaltend, wenn es Vorgaben aus Brüssel gibt, was man jetzt im Detail im Alltag tun soll. Wird das akzeptiert, diese Regel? Kampf den Plastiktüten? Also Wiederverwertung ist ja in Deutschland sowieso schon ein sehr weit verbreitetes Thema. Und ich denke, in dieser Regelung, die wir geschaffen haben, wir ja den Mitgliedstaaten offen lassen, in welcher Form sie das machen wollen. Entweder sie lassen die Tüten bezahlen oder man kann sich andere Formen einfallen lassen, wie man mit dem Thema umgehen soll. Wichtig ist, dass am Ende tatsächlich weniger Müll entsteht, vor allem weniger Müll, das irgendwo in der Umwelt, vor allem in den Meeren landet, denn da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass das, was wir an Probleme geschaffen haben als Menschen, da endlich mal rangehen. Herr Mayer, etwas Sinnvolles, doch... Völlig d'accord. Ich habe im Steirischen Landtag schon 2011 einen Antrag gestellt auf ein Verbot von Plastiksackerln. Das ist durchaus was im Umweltbereich, wo man von europäischer Seite auch aktiv werden kann und muss. Manchmal überschießend, aber in diesem Fall begrüßen wir das. Also mehr Europa um der in manchen Dingen, also Sie werden mich nicht erwischen, Herr Löw, in manchen Dingen, in dem Fall ist der Umweltbereich sicher etwas, was europaweit Sinn macht zu regeln. Herr Görenz, wie ist das? Tüten oder Sackerln in Luxemburg? Man sagt Tüten, aber das hat eine andere Bedeutung in Deutschen. Und geht der Verbrauch runter, soll der runtergehen? Sind da die Luxemburger auf EU-Linie? Nein, wir sind auch bestrebt, das Problem zu lösen und eine Reduzierung der
der Plastiktüten zu ermöglichen. Es gibt hier übrigens genug Raum, um nationale Lösungen vorzuziehen. Frau Gebhardt hat das soeben angesprochen, entweder durch Verbote oder durch Verteuerung. Man kann auch rezyklieren, man kann ja auch Plastikgeld daraus machen. Es fehlt ja am Geld für das Investitionsprogramm. Meine Damen, meine Herren, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich für die lebendige Diskussion hier im offenen Studio des Europaparlaments in Straßburg. Bei Ihnen zu Hause ein Dankeschön, dass Sie dabei waren. In einer Woche begrüßt Sie in Brüssel mein Kollege Roland Adrowitzer mit einer weiteren hochkarätigen Runde. Ich verabschiede mich aus Straßburg. Es geht weiter mit informativem Fernsehen in ORF 3.